Fangen wir an beim Herrn Heinzelmann mit der sogenannten Bürstenstruktur. Bürstenstruktur, wie gesagt, das Material auf 1 mm Korn wird aufgezogen. Franz in einem leichten Überkorn, oder wie du die Schichtstücke dann benennen? Ein bisschen mehr wie Überkorn. Ja. Es liegt auch schön auf der Traufe, Sie sehen es ja, also es ist nicht dann so, dass der Boden dann mehr Material aufnimmt wie die Fassadenfläche selber. Also erst einmal wird es aufgezogen, einigermaßen gleichmäßig verteilt und dann kommt das, was mit Handschrift gemeint ist. Dass Sie dann im Nachhinein hier diese unterschiedlichen Oberflächenarten dann lassen, die unterschiedlichen Oberflächenerhöhungen, die dann in einem relativ frischen Zustand dann, sagst du mal, weich gewaschen werden. Also dass dann der Übergang dann... Also muss man ein bisschen anziehen lässt und so was natürlich eine feinere Struktur auf der Oberfläche. Ja. Ich mache es jetzt im nasser Zustand. Schnell reagiert. Also man kann das jetzt dann natürlich auch mit der Bürste machen, man kann das jetzt dann mit dem Schwammhobel machen, man kann es auch, je nachdem, was man besser jetzt im Handling hat, mit einem klassischen Tafelschwamm machen. Also das ist dann jedem seine Obliegheit, wo er besser zurechtkommt. Das ist jetzt auch eine Technik, wo sie sehr gut ausbessern lässt. Also wenn Sie eher sehr unruhige Oberfläche haben, je unruhiger Oberfläche, desto leichter tun wir mit Nachbesserungsarbeiten. Dann, was ja für so einen Untergrund sehr interessant ist, mit der Lasur noch versehen. Bei der Lasur ist ja auch so, je inhomogener der Untergrund ist, je unruhiger ist, desto interessanter wird die Lasur, desto mehr Wolkigkeit erzeuge ich dann mit dem Ganzen. Und da gibt es auch verschiedene Verfahren vom Auftragen her. Ich muss sagen, von meiner Historie, ich komme aus der Malerecke. Bei uns ist es so, dass man sowas eben im Bürstle macht, mit dem Bürste aufträgt, dann auch verteilt. Wir haben jetzt schon mal mitgekriegt, welche mehr aus der Stuckateurschiene kommen, die wo mit der Bürste vielleicht jetzt nicht von der Pike auf das Ganze ein Gefühl haben, die tun sie leichter, wenn sie das erste Mal auftragen mit der Rolle, dass einmal eine Schicht droben ist und das Ganze dann mit der trockenen Bürste dann nachbearbeiten. Ein sehr rationelles Verfahren, wo sie das Ganze dann mit der tollen Optik dann auch in einen kleineren Zeitrahmen dann umsetzen können. Die Lasur, wie gesagt, was wir standardmäßig in 8 Farbtönen haben, hier ist als Beispiel in dem Farbton Mystik, ein bisschen gemystische Ausstrahlung dann damit verbreiten wollen. Und jetzt hier mit dem Schwamm dann noch nachgearbeitet, dass man manchmal Material wegnimmt und dadurch dann die gewollte Unregelmäßigkeit dann erzeugt. Dann widmen wir uns das zweite, was unser Kollege Willi Weng Ihnen zeigt, Ihnen näher bringt, des sogenannten Rindenrelief. Den Namen haben wir uns ausgewählt, weil wir der Ansicht sind, dass es einer Rindenstruktur, einer Baumrinde sehr ähnlich kommt. Vom Ablauf her dasselbe wieder, Sie ziehen das Material auf. Willi, was würdest du sagen von der Schichtdicke her? 1,5 mal Konstante. Auch so circa 1,5, also heißt, wir haben einen Millimeter, kommt das um circa 1,5 Millimeter dann liegen lasst. Also das Material ist ja sehr geschmeidig, bleibt schön standard, das wäre ein Stößvermögen, läuft schön auf die Klettkarte über. Und was jetzt hier ist, man macht es jetzt dann schon ein bisschen flächiger, also man tut jetzt keine Wälder zeigen, weil was wir erreichen wollen, diese Reliefstruktur, das ist ja dann in der Nacharbeit jetzt mit dem Pinsel. Na, und da ist es auch schön, Sie sehen es jetzt hier vielleicht, Willi, ich weiß nicht, wenn er mal zur Seite geht, dass man das so sieht, da brauchen Sie keine Angst haben, dass Sie Probleme mit dem Übergang haben. Einfach mit dem Pinsel dann, wenn Sie neu ansetzen, in die bereits gezogene Fläche reinfahren und das sehen Sie dann im Endbild dann nicht mehr. Das Ganze wird jetzt auch mit einer Lasur überarbeitet. Hier in dem Farbton Gentle.
Wo uns natürlich diese Untergrundunebenheit auch entgegenkommt, wo wir von Haus aus jetzt hier verschiedene Aufschlagstärken erreichen und durch dann auch die gewollte unterschiedliche Wolkigkeit damit dann sehr gut umsetzen. Wobei bei der Lasur, was dann schon beachtet werden soll, gerade wenn man große Flächen hat, hier ist schon dringend nass zu verarbeiten. Also wenn Sie hier mit so wenig Manpower an die Fassade gehen, an das Gerüst gehen, werden Sie jede Gerüstlage dann erkennen. Also da sollte wirklich nass, was bei Silikatprodukten von Haus aus ja immer beachtet werden sollte. Also wenn das ganze Ding jetzt trocken ist, das lebt dann schon sehr schön, auch wenn Sie es jetzt dann nicht nachbehandeln, was man natürlich auch machen kann, gehen Sie jetzt über diese Fläche mal mit dem Schwamm drüber, sodass Sie an den Spitzen wieder einen Farbabtrag erzeugen. Wunderbar. Und das Bild ist schon fertig. Also wie Sie sehen können, kein Hexenwerk. Ich finde imposante Oberflächen und das alles mit einem Material, was wir verarbeitungsfertig haben.